Dem Herr a Madame Schuster ihre schönste Christdach. E Lauschterstück fit Christdachszeit mat keltischer Musik vom Orion Ensemble, Catriona McKay und Alistair MacDonald. Mit der Stimme vom Dan Thompson. Wat solle lo nimmen aus eis gin? Den alle Schuster wo verzweifelt. Sein ganz Leben hat ein hart geschafft, an dat bis haut. Ma lovo neicht mit zu machen. Hier wo all, no unter Faillit an Miserstung von der Dir. Et wo mittlerweile Ovend gin. Den alle Schuster huet niedergeschlohn Trollode vum Buttigrof gelos, an huet sorgfältig sei Schaffgeschirr geraumt. Grad hat hier sei Laststück Leder zugeschnitten, für sei Lastpurschung zu bitzen. Mit dat machen ich aber recht mur, wann et hell ist. Für haut is et genug. An nivermur, wat dann? Wat soll nimmen aus eis gehen? Mam Geld, wat hier beim Verkauf von der Schong geif verdingen, könnte mal knapps für sing Familie etwas Tiers kaufen. Auf alle Fall könnte niemals ein neues Stock Leder für nach einer Schong zu machen kaufen. Dat wär sicher. Und dat gibt auch bedeuten, dass er sein Leben nicht mehr bestreiten könnte. Der Schuster hat sich niedergeschlagen und Bett gelöscht. Unruhig ist er nachgeschlafen, als ihn nicht vor schlechten Träumen erbrach. 10 Mal ist er verschweißt weggegangen. 10 Mal hat er davon geträumt, wie er auf die Straße gepucht ging und dass jener sein Framissten Häsche gehen. Aber sonst eng froh ist, immer zurückkommen. Was soll nimmer aus uns gehen? Den anderen Morgen ist hier mit abgestanden, und bis er auf an die Boutique gegangen. Er hat die Rolle darauf gezogen, er wollte sich unterbest machen. Er war sich bewusst, dass es das letzte Paar Schong war, das er bitte gab. Es war auch das letzte Paar Schong, das er verkaufen gab. Und mit dem Geld war es wohl die letzte Kehr, das den ersten für die Familie kaufen könnte. Danach war nimmer nach Ungewissheit. Los ass en zréck an den Atelier geschlach bei d' Wirkbank. Ma, do lung jo go neicht. D'Ledersticker, die hien Ofes geschnitten hat, wurde verschwunden. Eise Schuster durcht, hier geif de Budem an de Face verleieren, ma wen an d'Vitrin geguckt huet, do huet de Gemengde gif net richtig gesinn. Do stungen 2 fertig gebitzte Schung, Gnä aus dem Leder, dat hien den Ofen für drun zugeschnitten hat. Oh, konntet bald net glewen. Seher huet den Schung an de Grab geholt, an huet se sich ganz gnä ugeguckt. Oh, d Leder huet gefunkelt. Et wo mat klenge Ränge Stich zu Summe gebitzt, ganz regelmäßig an engem perfekten Aufstand. Oh, meng die balde Schung wäre von engem Artist gebitzt gin, durchhien. Ich frage mich just, wie diese wunderbare Schuster aus den das wunderbar Arbeit gemacht hat. Ungläubig hat den Schung zurück an die Vitrine gestalt. Er hat Lourdes aus seinem Atelier ugemacht, Tier abgesperrt und die Schild geöffnet dran gehangen. Es hat nicht lange gedauert, da ist auch schon sein erster Klient gekommen. Es war ein älterer Herr. Ich komme, wenn's den schönen Schung, die dir an der Fenster leihen hat. Sie sieht wunderbar aus. Sie sind gut gemacht, aber sie genehmigen muss. Was sollen sie da kosten? Der Schuster gesucht, dass er der gut situierte Mann war, der schöne Sachen zu schätzen wusste. Aber weil die Schung so solid und gut gebitzt waren, hat der Mann noch gern den Preis bezahlt, den der Schuster ihm genannt hat.
Et wo feiermol soviel, wie die Preis, den eise Schoster nach Göster erhofft hat. Zufrieden huet de Mann, Eddie, a merci, gesot, an ass mat singen neue Schung aus dem Geschäft getrüppelt. Ich kann et net glewen, ich kann et net glewen. Eise Schoster huet Scheiner immer nees gezielt. Seier as se singer Familie bis Ziesse kafe gang. Mam Recht vun de Sohn huet nach a bisse Lieder kaf, fir weiter Schung zu bitzen. Dis Keier huet sech fir Lieder vun der bester Qualität desideiert. Et soll solid, ma an engem Sawer och dehnbar an Dusi. De ganzen Dag huet iwwer die schickste Modeller no gedurcht. Owes huet Lieder zougeschnitten, an huet Steckere so wie gestowend op der Wirkbank laie gelos. E spitzen se besser moe bei Dareslut. E sterf op Keefalt Lieder verbitzen, an Schong vergarrelen. Die muss nämlich wissen, dem alle Schoster sing Anworen net méi der Best, a Lieder bitzen ass na well en knivelech abecht, bei derien sing an viel gebraucht. Den Ovent ass de Schoster voll guter Mut schlofe gang. Des nurcht huet den durchgeschlof, bis den andere Moien, oni schlecht ze dremen. Wie het Moie war ass en huetech an de Boutique gelaf. An hei, genee wei den Dach fir drun lungen Liederstecker net méi op der Wirkbank, awer an der Vitrin, do stung e Funkelneid a wonnerscheint puer Dammestivelen. Wow, dëst wo gros schoustech Konst. Ma wie mëcht es wonnerbar Abechter nimmen, huet sech gefrot. Genee wie den anderen Dach, wo wohl situiert Leid die luxuriös Schong aufkaf. A genee wie den Dach fir drun, ass de Schoster fir seg Famill se sich gang, an e puer Stecker Lieder vun der bester Qualität. Dat Spielchen as so eng woch lang weitergang. De Schoster huet Lieder vun der bester Qualität kaf, huet et so geschnitten an op Wirkbank gelöscht. An den andere Moie stunge funkelnei Schung an der Vitrin. De Boutique ass nie eidel gewircht, immer nees die nei Leiit no de schene Schungkucke kom, die de wunderbare Schoster mache geif. Klion hunner Welt solid akaf. Die schlecht Zeite woren e Lot definitive River a sehr vergies. Nemmen Eppes huet de Schoster gefust. Hier wollte so ger wissen, wiem sein gescheckelech Handy schei schon gefe bitzen. Wie naset? Wien ass dat nimmen dem Ming schon bitzt? Emul Oves huete sech net méi gepackt. Am Platz sech am Bett ze lehen, ass mat singer Fra hanner der Dir sto bliwen, die tschend de Wunreim an dem Boutique vor. Kannst du etwas erkennen? Sing Frau war ungeduldig. Der Schoster huet mat engem artigster Blick vun der Dir an der Rummer durchgelust. De Boutique war stark deichter. Nimmen en dünne Lichtstrahl huet durch Trolluet op Wirkbank gelicht. Die Liederstecker hat nach Kee gereckelt, se lungen nach genee so do wie de Schoster so 6 Auer Laie gelos hat. Dreiert ze schneicht, an lo, pst, sie frauisch. A bis Mitternucht huet neicht bougéiert. Awer just no demst Kirsch 12 Mal gelaut hat, kon den Tolzkreckelen heieren. Seier huet de Schoster dann und Blick vun der Dir gehall. Sing Frau huet sech oni Kamedi ze machen, ënnert hire Mann op Knee gesat, fir och dadurch ze lusen. Et huet geschenkt, wie wann se aus dem Neicht opdauche geifen. Also woren net méi groß wie dem Schoster sing Bitznol. Zwei Zwerge sinn op der Wirkbank opgedaucht, an hunn hier Schaffposchen op de Bude gesat, an hu butzig klenk Schaffgeschirr rausgekromt. Bitznolen, Scheieren, en Hummer, fuhr demmer Pesch.
Haha, dafür sind Bitzstöche so rang. Der Schuster hat sehr weitergeguckt. Fleißig schon die zwei butzig Geselle sich und Dabischt gemacht. Sie wurden so an ihr Arbeit vertieft und haben so sehr an ohne Pause geschafft, dass sie sich mal gar nicht sich selber kümmern konnten. So nicht Gies, nicht gedrunk. Und ihr Kleider waren an einem terriblen Zustand. Nicht nur Tiere und Plovere waren allen zerfatzt, sogar hier ege Stiefel waren futti. Sie hätte selber ein Neutpur gebraucht. Wie es draußen hell ging, waren Zwerge mit ihrer Arbeit fertig. Sie haben Stiefel an die Vitrine gestellt, und sie genau so himmlisch verschwunden, wie sie abgetaucht waren. Die mussten lo wissen, dass Zwergen auf keinen Fall von den Menschen gesteuert wollen gehen, und schon gar nicht, was sie schaffen. Das wussten der Schuster und seine Frau. Nicht für nicht haben die zwei den Zwergen himmlisch nur geguckt, ohne ihr Mucks zu machen. So gern hätten sie denen zwei für ihr wunderbare Hilfe Merci so wollen. Aber wie konnten sie das nicht mehr machen, ohne sie zu steuern und zu verärgern? Et war lo kurz vor Christtag. Dir wisst, Christtag ist Zeit, wo in de Leute, die ihr gern hört, Kado mischt. Du hat Madame Schuster ob einmal eine Idee gehabt. Als gut Zwergen hun eise gut geholfen, sie dürfen nicht vergiss gehen. Sie hat nun ihre Mann an Dore gepispert, a geheimnisvoll hun die zwei sich und Dabischt gemacht. Sie hu geknöchelt, gebitzt, geschnitten und gestreckt. Aber wie alles fertig war, hu sie sich gegenseitig felicitiert. Die Frau hat zwei butzig Päckelchen an eine wunderschöne Abpackpapier gewickelt. Ein Pack für all Zwerg. Sie haben die zwei Karten auf der Werkbank abgestellt, sodass die Zwergen so gut konnten gesehen. Neben die Päckelchen haben sie einen Teller mit kleinen selber gemachten Kuchenmännischer, Mandarinen und Nüsse abgestellt. Nervös haben sie die Tiere vom Boutique sich zugemäht. Wenn den Zwergen de Kado gefällt, da werdet ihnen für den Rest von ihrem Leben gut gehen. Das wussten die zwei. Aber wenn ihnen als Geschenker nicht gefallen, dem Schuster seine Frau hat sich Sorge gemacht. Darüber denken wir lo nicht noch, hat ihre Mann sie beruhigt. Den anderen Morgen, an dem die zwei abgestanden waren, ist Frau Schuster sehr roh an de Boutique gerannt. An der Vitrine stungen diese Morgen kein Schung. Und auf der Werkbank Kleiderstücke Lungen nach genau so do, wie ihre Mann sie herausgelöscht hat. Kicheltscher, Kuchenmännischer und Nüsse waren verschwunden. Und Päckeltscher, oh nee, die zwei Päckeltscher Lungen nach genau so do, wie sie do hingelöscht hatten. Und sie waren nach genau so an ihrem schönen Papier gepackt. Oh mei, hallo ma Zwerge verschot, hallo sie so Rose ma deis. Dem Schuster sing Frau wo erfeiert. Hallo se schon net gebitzt, auf von eise Kado wollten sie auch nicht wissen. An den Mais hun eis Kicheltscher gies, do sie nicht mal sicher. Der Schuster huet entsat gekeimt. Enttäuscht huet Frau von de Päckeltscher abgemäht. Ma dünn huet sie vu Fred geruf. Sie hu se awer gewollt. Sie hun awer als Kado gewollt. Ohne zu zicken, huet ihre Mann den zweiten Pack abgemäht. A genau so wie am ersten Pack lungen am zweiten den Zwergen hier all Kleider an all Stiefeln schön proper abgefällt. Zwergen hatten de Kado, die neue Stiefeln, die der Schuster fabriziert, und die neue Kleider, die seine Frau gebitzt hat, einfach getauscht. Guck, an enger kleiner Köcht lunge sogar ein kleiner butzische Brief dran. Der Brief war an enger kleiner kroplischer Schrift geschrieben. Der Schuster hat seine Frau angestellt, ein Lupsichen zu gehen.
De Schuster huet hart firgelees. Leven Herr a Madame Schuster. Kleder ginn eis ganz gut. Vielmals merci dofir. Mir wëssen, dass Dir eis nuchte lang bei der Abecht no geguckt hut, oni eis ze steieren. Och merci dofir. A wenn Dir gelo nees besser geht, gi mir bei eng aner Familie hëllefen. Ma Dir könnt Dir awer sicher sinn, dass d'Glück immer bei ihrch bleiwe werd. Mir ginn ihrch eis Zwergewurt. PS. Kicheltja woren immens gut. Vielmals merci. A mir wünschen ihrch e scheine Krchtdag. Die Huteieren, dem Herr a Madame Schuster hire schönste Krchtdag. E Lauschterstück fir d'Krchtdagszeit mat keltischer Musik vom Orion Ensemble, Catriona McKay und Alistair MacDonald. Stimme Dan Tanson. Textübersetzung Josette Feinen. Textadaptation a Regie Dan Tanson. Opname am Mix Rudi Felge, Worm Studios Bresel. Produktion Moni Bum Bum 2020 am Auftrag vom Kulturhaus Niederanven a Chantier Mobile SBL.